The Neon Demon ist der neueste Film von Nicholas Winding Refn. Der ist bekannt für Filme wie Drive oder Only God Forgives. Und beim Neon Demon geht es um ein 16-jähriges Mädchen, das nach L.A. zügelt und möchte Model werden. Dort trifft sie dann auf Leute und macht ihre ersten Erfahrungen im Modeling-Business und merkt einerseits, dass es nicht so einfach ist, wie sie sich vielleicht erhofft hat, und sie trifft dort auch auf Figuren, die ihr das Leben leichter oder halt auch schwerer machen. Es ist auch sowieso extrem schwierig, um ein Review machen für den Film, weil ich weiss nicht, ob er mir gefällt oder nicht. Aber was ich weiss über den Film ist, dass er fucking weird ist. Und zwar fucking fuck weird. Fuck. Damn. Er fängt zwar eigentlich relativ normal an, wenn du so willst. Es ist immer so ein bisschen unheimlich und du weißt nicht genau, was läuft. Und irgendwie nach der Hälfte oder mehr oder weniger, vielleicht ein bisschen länger, denkst du einfach so, yo, what the hell. Es wird einfach immer absurder und düsterer und abgefuckter und weirder und schräger. Wie am Refn seine vorherigen Filme lässt auch der wieder extrem viel Raum für Interpretationen. Man kann dort Zeug rein interpretieren und finden, hat er das echt so gemeint oder nicht? Ob das so ist, ich weiß es nicht. Ich bin nicht der den Film gemacht hat. Aber das macht den Film schon mal wesentlich interessanter. Der Kern an sich von der Geschichte ist eigentlich extrem simpel. Halt so ein bisschen eine Geschichte um die Modewelt und dass die nicht ganz so sauber ist. Wer hätte es gedacht? Aber es gibt extrem viele Sachen, die man im übertragenen Sinn kann verstehen oder im bildlichen Sinn oder auch wirklich einfach im Sinn, wie es so dort ist. Aber was ist, das ist dir als Zuschauer überlassen. Das finde ich macht den Film extrem spannend. Aber das macht den Film natürlich nicht weniger schräg. Es hat extrem verstörende und schräge und kaputte und brutale Bilder, wo man da zu sehen überkommt. Aber das Ganze ist wenigstens wirklich fantastisch gefilmt. Die Liebe zum Detail, wo der Regisseur mit seiner Kamerafrau zusammen an den Tag gelegt hat, das ist unglaublich, wie symmetrisch das gewisse Einstellungen sind und wie er jetzt in dem Film vor allem mit Spiegel schafft. In jeder zweiten Einstellung hat es einen Spiegel drin und teilweise merkst du es nicht. Teilweise merkst du es, er braucht es oft als visuelles Storytelling-Element und einfach, schau mal, den Spiegel. Das ist wahnsinnig. Und auch der Soundtrack von Cliff Martinez ist der Hammer. Den muss man, wenn man den Film schaut, dann unbedingt in einem Kino oder mit einer anständigen Anlage, wo die fetten Bässe so ein bisschen durchkommen. Es hat extrem viele lange Einstellungen. Es hat sehr simple Einstellungen sozusagen, wo man nicht viel sieht. Es wird teilweise eine Viertelstunde lang nichts gesagt. Es ist nur Musik und Bilder. Und wenn man sich, wie gesagt, so auf das kann einladen, dann hat es so eine Art hypnotische Wirkung. Aber eben, wenn man findet, das ist ein Blödsinn, dann ist der Film einfach langweilig. Jetzt so schnell auf den Schauspieler eingehen, also die Performances von eigentlich ziemlich allen sind extrem gut. Die Elle Fanning als Jessie, als die Hauptfigur, ist wahnsinnig gut, wirklich extrem stark mit ihrer Charakterentwicklung, die sie durchmacht. Genauso Jenna Malone als Ruby, wo auch extrem gut ist. Der Keanu Reeves hat eine abgefuckte Rolle, ist leider ein bisschen underused, finde ich. Der kommt ein bisschen zu wenig vor, genauso wie Christina Hendricks, die so eine Verlegerin spielt, quasi, so eine Verlagsleiterin. Und auch die beiden Models, wo Sarah und Gigi heisst jetzt, glaube ich, die sind extrem gut, auch wenn sie eigentlich sonst nicht Schauspielerinnen sind, sondern wirklich Models. Und das hat man denen nicht angemerkt, dass sie das sonst nicht machen, also Schauspieler. Und das habe ich sehr beeindruckend gefunden. Also Fazit ziehen zu The Neon Demon ist extrem schwierig. Ich kann nur sagen, wenn du Fan bist oder etwas kannst anfangen mit extrem weirdem Shit im Sinne von einfach komische Bilder, irgendwie Musik, die zwar gut ist, aber irgendwie so ein halb psychedelisch ist und verstörende Bilder und langsames Pacing und gute Schauspieler. Wenn das alles, wirklich alles von diesen Sachen, wenn du mit dem etwas kannst anfangen, dann ist der Neon Demon etwas für dich und sonst einfach nicht. Sonst musst du den Film gar nicht schauen, du wirst dich nur nerven. Es ist so ein bisschen, als hätten Drive und Black Swan ein richtig schräges, abgefucktes Kind gemacht. So kann ich den Neon Demon am besten beschreiben. Ja, der Neon Demon, what the fuck, man. Das ist echt
sicher der schrägste Film, den ich seit längerem gesehen habe. Ich weiß immer noch nicht, ob er mir gefällt oder nicht, aber ich glaube schon. Ich werde ihn nochmal müssen schauen, aber nicht heute oder morgen, weil er ist doch extrem weird und da schaue ich doch teilweise lieber nochmal einen Mad Max, wo man einfach so ein bisschen durchs Zeug durchkäset und das Zeug in die Luft fliegt. Das ist wesentlich angenehmer. Aber ich danke euch sicher vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.